Das Migros-Label aus der Region für die Region wünscht gute Unterhaltung bei SRF bei der Lüt. Ja, wie hast du die Höhe? Wo heben wir mal an? In Wollerau wird ein altes Bauernhaus in ein Weihnachtshäuschen verwandelt. Ja, das sieht ganz schlecht aus. Dann können wir gerade auswechseln. Im Shoppingcenter Zwalisellen wird eine ganze Winter-Wunderwelt aufgebaut. Nein, aber nur machst du nicht noch. Ja, das ist ja ein riesengroßer Stern. Ich will das gross machen. Und für jedes Reihenhäuschen gibt es Adventsfenster. Das basteln die Bewohner vom Maiglöckliweg zu Bern-Bethlehem. Alle haben das gleiche Ziel, die dunkelste Zeit des Jahres zum Strahlen bringen. Der helle Wahnsinn mit Tausenden von Lämpchen. Es leuchtet. Es leuchtet. Schön. Menschen, die mit viel Herzblut und Leidenschaft die Adventszeit zelebrieren. Das ist SRF bei den Leuten, die Weihnachtszauberer. Den ganzen Sommer haben die Geranien das alte Bauernhaus zu Wollerau geschmückt. Heute geht es noch nach Ragen. Stefan, alles abschneiden? Ja. Der Stefan Helferstein, seine Freundin Isabel Geisser und der Nachbar Benny Rackenbass schaffen Platz für die neue Dekoration. Das mit den Geranien machen wir schon manches Jahr. Die kommen im Frühling rauf und halt eben, wenn es Zeit ist für die Weihnachtsbeleuchtung, tun wir sie wieder runter. Der Stefan wohnt in der rechten Hälfte, der Benny in der linken. Lang hat der Benny nicht viel mit seinem Nachbarn zu tun gehabt. Ja, also am Anfang hat das angefangen, als ich eigentlich mal gefunden habe, das ist ein Bauernhaus, oder? Schön, kann man dekorieren. Ich war mal der Erste, der etwas hochgehängt hat. Nachher hat Stefan auch angefangen und dann haben wir das eigentlich jahreweise nicht miteinander gemacht, sondern einfach immer ein bisschen mehr. Und etwa vor 5 Jahren haben wir gefunden, weißt du was, wir machen doch das Ganze als Einheit. Und seitdem klappt das sensationell, oder? Und sieht auch gut aus. Die Lämpchen haben die 2 Männer zusammengebracht. Auch Isabel, die nur am Wochenende da ist, zieht mit den Männern mit. Es ist schön und auch das Ergebnis ist nachher sehr schön. Es sieht wirklich aus wie ein Knusperhäuschen und das macht alle einen riesen Spass. Und so sieht das Weihnachtshäuschen Alben aus. Das ist die Situation vom letzten Jahr, wie wir es letztes Jahr hatten. Ich denke, im Grundsatz machen wir alles. Jedes Jahr fehlen sie am Lämpli-Konzept. Für den Stefan kann es nicht hell genug sein. Bei mir ist es ein bisschen, ich muss die Helle haben. Jetzt im November, wenn es anfängt, früh dunkel werden. Man geht zum Haus aus, wenn es dunkel ist, man kommt heim, wenn es dunkel ist. Und so hole ich mir ein bisschen Licht an. Ich habe gedacht, dass man deine Eiszäpfe von den Girlanden oder was das da ist, dass man die austauscht, dass man es eventuell auch einfassen könnte, wie wir die Fenster eingefasst haben. Ja. Der Benni schmückt seine Haushälfte, der Stefan und die Isabel den Rest. Die Isabel schaut, dass es ein bisschen einheitlich ist. Der Chef im Ganzen, würde ich sagen, ist die Isabel. Oder? Sie hat damals auch die gute zündende Idee. Nein, Chefs haben wir eigentlich keine. Wir sind alles Chefs und sind alles Arbeiter. Der Benni kann heute aber nicht mitarbeiten. Er ist noch Trainer der 2. Mannschaft vom FC Wollerau. Die haben heute das letzte Spiel vor der Winterpause. Es ist ein wichtiges Spiel. Im Moment sind sie nämlich das Schlusslichtchen der Tabelle. Der Stefan will jetzt aber loslegen und sucht sich darum Hilfe in der 3. Wohnung im Haus. Dort wohnen seit dem Juli 6 Asylsuchende. Hoi. Haben Sie Zeit, mit 2 Kollegen mir zum Helfen Weihnachtsbeleuchtung vom Estrich runterholen? Ja, wir haben Zeit. Okay, können Sie gerade mitkommen? Danke. Der Amir Mirzai und der Syed Navidullah aus Afghanistan und der Niroyan Karunakaran aus Sri Lanka packen noch so gerne beim Nachbarn mit an.
Der Maiglöckli-Weg liegt im Westen von Bern, im Bethlehem-Quartier. Die Reihenhäuschen sind schon vor über 70 Jahren gebaut worden. Schon seit fast 20 Jahren verwandelt sich das Strässli jeden Dezember in einen grossen Adventskalender. Bei der Roswitha und dem Jürgen Rubin treffen sich heute alle Anwohner. Soll ich da haben? Oh, wir haben rein, gehst schnell. Einfach da drauf. Das kann schnell. So gut, so gut. Einfach bis dahin. Heute wird hier ausgelöst, wer welches Fenster muss dekorieren muss. Ja, das sollten jetzt etwa 4 oder 25 Leute schon hermögen. Aber ich glaube, wenn man ja nicht essen, weißt, dann braucht man ja nicht so wahnsinnig viel Platz dazu. Der Jürgen Rubin bereitet die Lösli vor. Ja, das ist gut. Wenn wir es jetzt hier dort alle zusammen Für jeden Tag gibt es eine Muschel, von 1 bis 24. Sabrina Christen bringt etwas zum Schnauzen für all die vielen Leute. Sie wohnt mit ihrer Familie erst seit 3 Jahren hier am Maiglöckli-Weg. Ciao, Sabrina. Hoi, Sabrina, bist du gut? Oh, das ist der toll, du. Das hat man einfach gewusst, wenn man hier an der Straße kommt, das gehört einfach dazu. Und Weihnachten ist schon eine sehr besinnliche Zeit. Ja, für uns ist das schön, dass wir da so aufgenommen worden sind. Und es ist selbstverständlich, dass wir da einfach auch mitmachen. Das Lösle ist schon im Oktober, so dass alle genug Zeit haben, ihr Fenster zu basteln. So, meine Lieben, wir fangen an. Wir fangen an. Jetzt kommt Spannung. Gell? Säckchen. Wo fangen wir an? Kommt hier. Mensch, was kommt für? Warte jetzt. Eins ohne Inhalt. Aber ja, musst du nicht gerne. Aber das ist gut. Ja, der Weihnachtskalender ist der Zusammenhalt von dem ganzen Maiglöckli-Weg. In erster Linie. Wenn man denkt, wir haben 27 Einfamilienhäuschen und 24 machen mit. Es muss also niemand ein zweites Fenster machen. Und ich finde das grossartig. Gut, auch Sabrina muss ziehen. dann können wir dahinter. Das 3. Aber 6, 2. Was hast du? Ja, wir jetzt. Hey, schau jetzt. Das Eis gefällt mir. Es ist wirklich gut, so für mich. Stimmt. Das heisst, ich sollte mir auch langsam Gedanken machen, was ich machen will. Das ist Zürich, Wallisellen. Da liegt es glatt. Mit Baujahr 1975 ist das eines der ersten Einkaufszentren der Schweiz. 9 Millionen Menschen streifen jährlich durch die Dutzende von Läden. Wir wollen mal runter. Die nächsten 2 Wochen soll das Zentrum auf Weihnachten getrimmt werden. Und er ist dafür verantwortlich, der Peter Stenz. Heute ist der Startschuss. Weihnachtsschlitten werden aufgehängt. Für einen Dekorateur immer ganz ein spezieller Moment. Ja, das ist natürlich für mich ein super Gefühl, wenn es losgeht an Weihnachten. Klar, es fängt auch eine strenge Zeit an. Das ist mein Job, der Weihnachtsmacher. Und schon gibt es die ersten Probleme. Nein, das sieht nicht gut aus. Ein paar LED-Lichtchen sind kaputt. Ja, es sieht ganz schlecht aus. Den können wir gerade auswechseln. Der Peter will es perfekt haben. Ja, ich war schon noch sehr pingelig, würde ich jetzt mal sagen. Das hat man gesehen dort bei diesem Schlitten. Wenn da ein LED nicht brennt, dann muss das ersetzt werden. Das muss perfekt sein. Ich finde nichts Schlimmes, als wenn es so eine halbpatzige Sache ist. Die Besprechung mit dem Betriebschef vom Glatt steht an.
Sie schauen noch mal, wo was von der Weihnachtsdekoration herkommt. Es ist eigentlich sehr ähnlich wie letztes Jahr. Da, wo jetzt noch die Schlitten stehen, soll dann mal eine richtige Einspann entstehen. Und im Herz vom Glatt, auf der sogenannten Center Mall, gibt es ein Karussell, wo dann oben drauf ein hoher Weihnachtsbaum gestellt wird. Strom bringst du von unten für den Baum, oder wie machst du es wieder? Auch wieder Strom werden wir wieder raufbringen. Das langt aber nicht ganz. Wir müssen noch von der Decke oben abnehmen, aber der Werni hat das im Griff. Bei einer anderen Dekorationsbaustelle beim Glatt läuft es schon wie geschmiert. Nämlich beim Wahrzeichen vom Einkaufscenter. Ein 80 Meter hohen Tower. Der wird jede Weihnacht komplett mit Lichterketten eingekleidet. Die letzten werden in diesem Moment montiert. Eine 250.000 Lämpchen und jedes einzelne wird kontrolliert. Die unten beim Tower hat der Peter mit dem Chef der Tower-Dekorateuren abgemacht. Bruno! Hallo, ist gut? Ja, mal. Sind ihr so weit? Ja, wir sind jetzt eben dran am Auswechseln von den Lämpchen, die nicht brennen. Ah ja, dort oben. Jetzt sind sie da, so dass wir das Gleiche wie das letzte Jahr ist, wunderschön brennen. Super. Nein, das ist Picobello. Der Tower liegt nahe am Flughafen Kloten. Und das ist problematisch. Ja, wir müssen eigentlich jedes Jahr eine Bewilligung reinholen, weil es anscheinend gefährlich ist für die Flüger. Kann sich zwar niemand vorstellen. Und ganz am Anfang muss ich natürlich sagen, vor 15 Jahren haben wir natürlich noch so riesige Himmelsskiwerfer gehabt. Und das ist vielleicht ein bisschen provokativ gewesen, auch nicht mehr für die heutige Zeit natürlich. Aber ja, es ist und bleibt natürlich ein ganz wichtiges Element von dieser Weihnacht, weil man ihn einfach von so weit her sieht. In Wollerau wird auch gearbeitet. Die Asylsuchenden vor hinteren Wohnung tragen am Stefan kistenweise Sachen vom Estrich runter. Obwohl sie doch gar nicht wissen, was das eigentlich ist. Mein Land nicht machen Weihnachten. Ich weiß ein bisschen nicht. Ich habe im Fernsehen gesehen. Schwer. Hier in diesen Kisten sind vor allem Lichterschlangen und verschiedene Sujets. Und auf diesen Brettern, die hier hinten sind fixfertig montierte Rentiere oder sonst irgendwelche Sujets, wo man eben drauf lässt, dass es viel einfacher ist zum Aufstellen, wenn man es gesamthaft wieder abnehmen kann. Okay, nur runtergeben. Jawohl. Aber vielleicht war es doch keine so gute Idee, die Rentiere auf den Brettern zu lassen. Hochheben. Ups. Achtung, Kaktus. Nein. Andere Seite. Es läuft nicht gerade rund. Okay, parat, Jungs! Dr. Mischa! Gerade wieder drauf gehen! Wir sind wach da hinten! Auch beim Benni und dem FC Wollerau ist der Wurm drin. Thierry! Schon in der ersten Halbzeit 2 Verletzte. Und dann erst noch 1:0 hinten drin. Fazit vom Trainer. Auf Deutsch gesagt, verschissen, Entschuldigung, läuft es. Wir haben schon gesehen, wir haben gerade 2 Auswechslungen machen. Der erste in der 8. Minute schon verletzt. Der nächste nach 20 Minuten wieder rausnehmen. Und wir kommen auch noch die Spiele. Jetzt gegen den Schluss ist es echt gut geworden. Wir müssen einfach dranbleiben. Wir sind nicht weiter weg. Aber das Goal fehlt halt. Die Pechsträhne geht weiter. Der dritte verletzt. Was hat er? Das mal ernsthaft. Grüezi mal, der Schrackenbass. Sie sind auf Sportplatz Tüffi und einer hat wahrscheinlich das Bein gebrochen, so wie das aussieht. Könnt ihr jemanden vorbeischicken? Adliswil, 8134 Tüffi-Strasse.
Schlussresultat: 1 Ambulanzeinsatz und 2:0 verloren. Immer noch Letzter in der Tabelle. Das Spiel ist vor die Hunde gegangen. Man tut sich das durch den Kopf gehen lassen, wieso, warum, wo hat man vielleicht selber einen Fehler gemacht. Was hätte man anders können machen, nur heute sind wir gebunden gewesen, oder? Von dem her. Aber ja, das Leben geht weiter. Weiter geht es auch daheim im Bauernhäuschen zu Wollerau. Die renitenten Rentiere haben den Rang durch das Fenster gefunden. Ja, es hat, glaube ich, etwa 2 oder 3 so gestabige Dinger. Da muss man halt immer schauen, wie man reinkommt, weil ich weiss auch nicht mehr, wie wir das im Januar auf welchem Weg versorgt haben. Aber irgendwie bringen wir das schon raus. So. Geschafft. In ihrem Häuschen am Maiglöckliweg wohnen Peter und Silvia Neuhaus schon seit 43 Jahren. Es ist also alles andere als das erste Mal, wo sie beim Adventskalender mitmachen. Ja, du musst wissen, was du machst oder was du machst. Ja, ich weiss es noch nicht. Du siehst, das war das Erste, was wir gemacht haben. Sie haben Fotos von allen Adventsfenstern, die am Maiglöckliweg je geleuchtet haben. Jetzt suchen die beiden noch eine Idee in ihrem Fotoarchiv. Das ist schön. Ja, es ist wirklich schön. Gut aus. Wir schauen raus, was man machen könnte, aber es ist bald schwierig, etwas zu machen, was nicht schon irgendjemand gemacht hat. Oder? Aber da meine Frau so Ideen hat, am Morgen um 3 ja, wenn sie nicht pausen. Ich bin einfach ein Weihnachtsfreak. Hier? Ja. Das ist schon schön, aber ich kann das nicht. Mir denkt das. Das ist nicht mein Ding. Etwas, das Fahrt bringt, weißt, das Leben bringt irgendwie. Und Weihnachten und gleich weihnachtlich ist. Was zur Adventszeit passt. Das Ehepaar Neuhaus hat es Nummer 1 gezogen und sie sollten langsam ein bisschen vorwärts machen. Vielleicht finden sie auf dem Spaziergang mit dem Hund ein bisschen Inspiration. Immer mehr Nachbarn haben bereits ihre Weihnachtsdekoration vor dem Häuschen installiert. Auch bei Rubins geht's los. Also findest du die Stecken da? Die... Dinge das nicht. Das muss da geben. Ja. Das ist einfach sorgfältig, wegen der Lämpchen. Ja, ich kann lang. Ja, die sollten schon noch brennen. Ups. Wenn das geht. Du willst den auf der rechten Seite. Noch links. Ja, also, ja. Wenn jemand anfängt, dann kommt der Nächste. Und manchmal hat man am gleichen Tag 2 und dann tut man am Schluss noch ein Fläschchen Wein auf. Und das ist so für uns der Anfang der Adventszeit. Jetzt ist gut. An einem von diesen Aperos ist eine Nachbarin von Rubins die Idee vom Adventskalender gekommen. Sie hat ehrlich gesagt, ich habe irgendwo gesehen, dass man Adventsfenster macht. Was meinst du, wie wäre das? Und dann habe ich mir das überlegt und gesagt, das wäre also wirklich ein Hit. Wir in unserem Strässchen einen ganzen Adventskalender. Und hat sie, also ich habe ihr geholfen, sie hat das organisiert und sie hat das gekannt. Und dann haben wir das so gemacht. Und jetzt ist es einfach so, dass jedes Jahr eine andere Familie den Adventskalender ein bisschen organisieren. Und die Leute machen mit. Genau wie die Adventsfenster gehört auch der Stern von Bethlehem zur Weihnachtszeit am Maiglöckliweg. Der wird seit über 40 Jahren am Hochhaus am Ende des Strässchen aufgemacht. So auch dieses Jahr. Fangen wir doch mal hier an. Für den gebürtigen Kosovar Neksat Lokay ist es das Grösste, den Stern aufzuhängen. Die Aufgabe hat er von seinem Vorgänger als Hauswart übernommen. Ich mache es ein bisschen für alle. Kinder, Mieter, Quartierbewohner.
Dann probieren wir, ob das leuchtet. Gut. Tipptopp. Das ist ganz schön. Ne? Ja, der macht auch viel aus. Ja. Im Glatt wird heute das ganze restliche Dekomaterial angeliefert. Der Chef hilft an vorderster Front tatkräftig mit. Ja, ich tue nicht so gerne delegieren. Am liebsten würde ich eigentlich schon alles selber machen. Wenn man etwas selber macht, dann weiss man, wie es ist und wie es gemacht ist. Und wenn man es delegiert oder jemandem gibt, dann kann man es vielleicht noch erklären, aber schlussendlich macht es dann der. Etwas, was der Peter aber sehr gerne delegiert, ist die Schlitten aufziehen. Bei diesem Job muss man nämlich absolut schwindelfrei sein. Ganz oben im Zwischenboden vor Tilly wird das gemacht. Der Schlitten, wo gestern die Lichter noch kaputt waren, wird jetzt aufgezogen. Yves! Ich muss vorne eine kleine Schlaufe rausnehmen, dass wir die Mitte aufziehen. Vorne eine kleine Schlaufe rausnehmen, dass er gerade raufgeht. Eine heikle Bütze. Du musst schon aufpassen, was du oben machst, weil du den grossen Gitterrost ist das Material schnell weg, oder? Egal, was du in der Hand hast, macht tak, tak und ist weg. Das ist schon noch etwas, was ja, so ein bisschen ungewohnt ist. Und dann ist für die eine ist Höhenangst, oder? Also wenn du am Anfang ins Dach hineinschaust, dann denkst du, ja, easy, und dann sagst du, schau mal runter und dann, oh, oder? Okay, Kranenfahrt! Ja, hängt. Wandeln noch. Das Ding ist auch Kältemaschine. Ich gehe in die Anlieferung ab. Ist gut, ne? Antonia? 15 Minuten, super. Du, vielen, vielen Dank. Bis später, gell? Tschüss, Antonia. Und schon ist der Peter wieder unterwegs. Man macht im Glatt relativ viele Kilometer. Ich habe es mal gemessen. Das sind etwa 20'000 Schritte. Also das ist sehr relativ viel pro Tag. Und das macht man dann eigentlich jeden Tag und das 2 Wochen lang. Ja. Aber da ich nicht so viel ins Fitnessstudio gegangen, das kommt mir gerade gut. Jetzt gehen wir in die Anlieferung runter und es ist jetzt gerade das Kälteaggregat gekommen. Und das wird ausgeladen. Eine riesige Kältemaschine. Das wichtigste Element für die geplante Eisbahn. Aber wo ist sie? Eigentlich kann man die doch nicht übersehen. Sali, Antonia. Die Kältemaschine sage ich auch. Wo ist sie? Ja. Gehen wir auf die Suche. Ah. Wo da in diesem Lastwagen rein? Ah. Ich habe vorhin noch gedacht, Polen. Grüß dich wohl. Ihr habt eine Kältemaschine rein? Okay. Tatsächlich. Mit dem Spezialhubstapler kann sie ausgeladen werden. Ja, super. Perfekt. Wow. Jetzt ist alles parat. Die Maschine startet. Draussen haben wir alles ausgeladen. Der Trupp kann jetzt die Nacht durch arbeiten. Die Logistik ist nicht zu unterschätzen von so einer Weihnacht.
Auch das Wollerau ist eine Lieferung angekommen. Ein Haufen neue Lämpchen. Sie gehen auf Nummer sicher und testen auch die neuen Lichterketten. Ist sie da an? Nein, musst nicht anziehen. Wir müssen sie nachher noch mal wegnehmen. Gut, hä? Okay. Ist gut. Dann schauen wir mal schauen, ob sie schon unten sind. He? Ja, ich nehme die gerade mal mit runter. Warte, ich mache auf. Danke. Ah, sind ja schon alle da. Hast du gesehen? Hallo zusammen. Der Amir, seine Mitbewohner und 2 Kollegen von Stefan kommen zu Hilfe. Hoi. Und auch der Benni steht heute auf dem Platz. Hoi. Hoi, Ralf. Hoi. Ich habe euch schnell mal gezeigt, dass wir etwas anderes haben als mal oben durch. Also, ich denke, wir fangen unten am Haus an mit dem Giebel. Und wir machen 2 Gruppen. Die eine Gruppe arbeitet unten an der Fassade und die andere Gruppe geht oben testen, auseinandernehmen. Also ich denke, der Ralf und der Dani sind besser unten auf den Leitern. Das sind Leute, die ich kenne und ich mich darauf verlassen kann, dass es dann auch funktioniert, weil es ist doch heikel, so an der Fassade oben zu arbeiten. Von einem Feuerwehrkollegen konnten sie einen Kran ausleihen. Du musst nachher schauen, dort auf den Dachhängel, gell? Der Ecke. Also wenn er nachher oben dran ist, am Anmachen, dann können wir schnell die grosse Leiter auf die Hinterseite stellen. Ja, das ist gut. Okay. So einen Kran hat das Weihnachtshäuschen noch nie gesehen. Damit geht das Schmücken aber bedeutend schneller als nur mit einer Leiter. Du musst sie abdrehen. Ist gut. Ja, das geht okay. Ja. Die Kollegen klettern auf den Giebel rauf. Die Chefen aber bleiben auf dem festen Boden. Ich war auch schon da oben, aber muss sagen, wenn du ein bisschen älter wirst, ist es ein komisches Gefühl, wenn du da oben stehst. Oder? Und darum haben wir gedacht, ja, die Jungen sollen tun. Bitte, Ralf. Mit diesem System ist es einfacher. Also das allererste Mal, als wir es gemacht haben, haben wir Seile darüber gespannt und dann ist auf dem Dach herumgelaufen, oder? Und da habe ich sagen, das ist glaube ich, wirklich nicht für uns. Dani, ich bringe dir gerade noch mal einen Strang, weißt du, dann können wir gerade anhängen. Okay, brennt alles? Alles gut? Die Isabel, der Amir und seine Mitbewohner kontrollieren wieder alle Lämpchen. Testen wir noch das Große? Oh oh, kaputt. Ein kaputt. Das ist jetzt so schade, weil das war unser Prachtstück, unser großes Rentiergespann. Ja, ich denke, das müssen wir ersetzen, weil das können wir nicht flicken zwischendurch und es sieht doch ziemlich unschön aus. Ja, eine teure gespaßte Sache. Funktioniert nicht. Für den Ersatz stecken wir eigentlich ja, schon auf, denke ich, jedes Jahr zwischen 800 und 1000 Franken rein. Gut, es kommt vielleicht auch ab und zu mal wieder ein neues Objekt dazu, wenn wir wieder mal etwas Neues sehen. Aber ich meine, gerade jetzt das Rentier zu ersetzen, das ist doch ein Vierergespann. Ja, es ist schade und es geht ins Geld. Könnt ihr das rausbringen? Und auf der Seite auf den Boden stellen? Also jetzt musst du schauen, entweder dass du die Tonschrauben machst, also eventuell kannst du gerade durch den Kabelbinder durch, dann kannst du ihn suchen. Jeder Stern muss im richtigen Abstand hängen. Keiner darf aus der Reihe tanzen. Das Weihnachtshäuschen soll ja schliesslich eine gute Falle machen, auch von weitem. Dani, heben wir mal an. Ja, wie hast du die Höhe? Gut. Es gibt noch viel zum Aufhängen und sie müssen vorwärts machen. Den Kran haben sie nur bis am Abend. Liebe Glaubbesucher, guten Abend miteinander. Das Zentrum schliesst in wenigen Minuten die Türen. Bitte verlassen Sie das Haus rechtzeitig. Wir bedanken uns für den Besuch und wünschen einen guten Heimweg.
Wenn es Abend wird, fängt die Arbeit der Dekorateure erst an. Hallo, hallo. Willkommen, Adi, zur Nachtschicht. Steff, Dennis. Das ist, wir nennen das der Nachttrupp irgendwie, weil das ist eigentlich eine der einzigen Arbeiten, die wir wirklich noch zur Nacht machen können. Das heisst, wir werden hier Girlanden montieren. Und für das muss man mit der Hebebühne arbeiten, in dem Bereich, wo eigentlich die Leute sonst rumlaufen. Und das geht nicht anders, das kann man noch zur Nacht machen. Wir machen das jetzt schon recht langsam. Also schon ein paar Jahre. Angenehmer in der Nacht. Man hat den Geräuschpegel nicht die ganze Zeit. Tagdurch ist man fast nudelfertig am Abend. Ja, vom Geschrei die ganze Zeit. Ihr Job? Das ganze Zentrum mit Girlanden ausschmücken. Jede einzelne wird getestet, ob sie brennt. «900 Meter Girlanden müssen sie in den nächsten paar Nächten verlegen. Ein Ende ist beim riesigen Shoppingcenter nicht so schnell in Sicht. Also dann, viel Spass, kann ich mit gutem Gewissen sagen. Also, und nicht mehr zu lange. Bis morgen. Der Peter macht Schluss für heute und geht für einmal heim zu Frau und Kind. Sein Zuhause ist das Hintereck im Zürich Oberland. Seine Frau Petra ist mit den beiden Kindern Jeffrey und Lynn beim Weihnachtsgutzli backen. Nach einem strengen Tag im Glatt ist das gerade das Richtige für Peter. So, hallo zusammen. Hallo. Ah, Sie sind schon Gutzli. Ja. Noch mehr Weihnachten. Ja, du, sonst mache ich nicht durch. Oh, Rini, geht's gut? Hallo. Hoi. Hoi. Na? Du schmeckst gut. Du schmeckst gut, wirklich. Ich bin zwar nicht so ein Gutzli-Fan, aber ja, das wissen wir. Das wissen wir. Er dekoriert ja so viel und wenn er heimkommt, will er eigentlich nicht mehr von Weihnachten wissen. Also auch die Hause, er macht eigentlich nichts, das macht alles ich. Ja. Die Familie hat sich daran gewöhnt, dass der Papa daheim halt ein kleiner Weihnachtsmuffel ist, wenn es um das Dekorieren geht. Er lässt mich machen, er schwärzt auch nicht rein. Und was ich eigentlich aufstelle, das gefällt ihm und er hat die Lichtchen draussen. Das ist auch meins. Das ist auch meins. Ja. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist, ich hole den Weihnachtsbaum. Mit mir zusammen. Mit dir zusammen. Weil er meistens zu gross ist. Und ich trage ihn noch bis da oben. Zurück am Maiglöckliweg zu Bern. Silvia Neuhaus hat ein Sujet gefunden. Ich habe mich entschieden für eine Landschaft, die hinter weiter ist und vor ein Kind mit Samichlaus. Silvia malt mit Fensterfarbe auf eine Folie, die am Schluss ans Fenster kommt. Wenn ich etwas danach bastle, dann bin ich gerne allein. Ja, das stört mich niemand und sagt, tu doch hier noch etwas. Oder das ist noch nicht so gut oder so, weißt? Und das brauche ich eigentlich nicht. Weil ich mache es ja gleich so, wie ich will. Silvia hat aber noch eine andere Mission. Nachbarschaftshilfe wird am Maiglöckliweg noch gross geschrieben. Silvia schaut vor allem zur 87-jährigen Helen Fankhauser, die gerade nebenan wohnt. Ja, hallo Silvi. Wie geht's? Ja, gut, und dir? Ja. Die Helen war dieses Jahr schwer krank und ist darum sehr froh um Silvia. Wenn ich etwas habe, kann ich bei ihm jede Zeit gehen.
Wenn es feurige Suppe hat, bringt es mir eine Schüssel über. Oder hat es einen feurigen Kuchen, bringt es mir den über. Nimmst du den? Und ich weiss, es schaut gern, dass ich die Läden auf habe. Dann weiss es ist in Ordnung. Und auch beim Malen helfen sie einander. Wie würdest du jetzt da den Himmel? Du es ausschneiden, schön die Konturen an. Helen ist froh, dass sie dieses Jahr noch mal mitmachen konnte. Ich mache es, solange ich kann. Ja, ich muss einfach dankbar sein, dass ich es überhaupt noch machen kann. Nein, also kannst du doch nichts sagen, das ist doch schön. Gut. Bist du mal zufrieden? Yeah. Sabrina und Bruno Christen haben noch nicht so viel Routine. Sie machen heuer erst zum 3. Mal bei den Weihnachtsfenstern mit. Dann bleiben wir mal aussortieren, will ich nicht. Also das da mit den Schneeflöcken, das ist auch nicht klar. Die Suche geht so, dass ich einfach aufs Internet gehe, dann gebe ich mal ein Weihnachtsbilder und dann gehe ich ein bisschen schauen, was es so für Möglichkeiten gibt. Und dann tue ich einfach so 4, 5 Mal ausdrucken, wo ich das Gefühl habe, das wäre jetzt noch etwas. Vor allem etwas, das ich auch noch zeichnen kann, weil schlussendlich es gibt sehr viele schöne Sujets, aber ich bin da jetzt auch nicht so der Hirsch im Zeichnen. Der Stern ist einfach nur oben, im oberen Bild. Nein, das ist langweilig. Ja, aber was denn? Nein, aber Luma, kannst du doch nicht noch... Ja, da kannst du ja einen riesengroßen Stern machen. Ich will das gross machen. Wir können ja zum Beispiel noch das Nummer auch, können wir ja noch in eine Kugel machen. Das können wir. Und die Kugeln sind ja gross. Die letzten 2 Jahre war es wirklich so, oh, jetzt müssen wir. Ist auch lustig gewesen, also, aber ich bin froh, wenn ich nicht zu fest unter Zeitdruck bin, muss ich sagen. Dann kann ich es auch mal abhäkeln. Wenn ich es dann fertig habe, dann ist es immer wirklich so... Man fühlt sich wirklich auch gut, wenn es dann wirklich auch fertig an der Scheibe klebt und man dann das Resultat sieht. Das gibt einem schon ein schönes Gefühl. Ein bisschen Zeit bleibt Christus noch. Sie hat Nummer 3 gezogen. Brennen alle 3. Beim Weihnachtshäuschen sind mittlerweile die Sterne alle an der Front montiert und korrekt verkabelt. Beim Kran geht plötzlich nichts mehr. Der Oberarm geht nicht rauf. Wieso nicht? Ja, wenn ich das wüsste, dann wären wir schon weiter. Oder gar nicht. Aber vielleicht musst du mehr aufstellen. Gut. Glück gehabt. Bald haben sie es geschafft für heute. Das Weihnachtshäuschen ist aber noch lange nicht fertig. Es ist noch kein einziges Lämpchen um die Fenster herum. Und vor den Fenstern auch nicht. Wir haben vor den Fenstern Kerzen. Oder das Rentier vor der Küche. Das ist noch gar nicht oben. Das gibt dann schon auch noch Arbeit. Die beiden Männer haben jetzt aber einen anderen Auftrag. Wir gehen Zettel verteilen, also die Einladungen für den 21. wenn es Lichter anlöschen ist, oder? Und so, dass die Nachbarschaft ein bisschen zu uns kommen kann. Rund um das Bauernhaus hat es viele Neubauten und darum neue Nachbarn gegeben. Die Leute im Quartier sollen sich in der Adventszeit ein bisschen näher kommen. Also, können wir dir noch Einladung geben für das Lichter anzünden am 21. November bei uns? Kennst du unser Weihnachtshäuschen, oder? Ja. Wieder gewohnt mit Glühwein und Würstchen. Ja, das ist gut. Ja, alles organisiert. Ja, ist recht. Ja, danke. Okay. Okay. Tschüss. Tschüss. Ja. Die Einladung landet etwa in 250 Briefkästen. Es gibt jedes Jahr eigentlich ein bisschen mehr. Das letzte Jahr waren es auch um die 35 Leute rum. Das spricht sich ein bisschen um. Oder? Und die das letzte Jahr gekommen sind, der Großteil fragt auch schon wieder, wenn es ist. Und jetzt wird es auch wieder ein paar neue geben. Ja, also bis jetzt haben wir 48 Anmeldungen. Ja, gut 48, ja. Wie Briefträger. Ja, das ist nicht ganz so. Das Wallisellen beim Einkaufscenter glatt. Es ist Sonntag. Das ganze Center ist leer. Bis auf den Dekorationstrupp von Peter Stenz. In der letzten Nacht sind die Kälteschläuche für die Einsbahn verleiht worden.
Morgen miteinander. Es ist, glaube ich, euch allen klar, was wir heute machen. Wir haben 2 Trupps. Die einen machen Girlanden, Rondellgirlanden. Und da denke ich, gebe ich dir auch noch mehr Leute zum Helfen. Und wir machen eigentlich Banden, möglichst schnell. Möglichst schnell, weil die Zeit am Sonntag ist wertvoll. Am Sonntag zu arbeiten, hier im Glattzentrum, ist ja eigentlich eine super Sache, muss ich sagen. Weil, ja, man kann wüten und machen, man kann alles auf den Gang lassen. Man kommt eigentlich verhältnismäßig sehr, sehr weit am Sonntag. Viel weiter als unter der Woche. Das heutige Ziel? Eine erste Eisschicht auf der Eisbahn. Das ist eigentlich einer der schönsten Jobs, was es gibt. Da ist man immer ein bisschen zentral. Wenn die Leute Fragen haben, ja, das ist gut. Und Fragen die tauchen bald auf. Bei der Arbeit an der Bande gibt es ein Problem. Die Kälteschläuche passen nicht ganz in die Form. Warte, ich hole mal Fotos. Jetzt braucht es meine Fotos. Fotos braucht es, um zu schauen, wie man es letztes Jahr gemacht hat. Das Problem ist nur, die Fotos muss man zuerst noch finden. Du, Steff, wo haben denn meine Fotos an da? Meine Fotos, wo haben die an da? Aha. Ich bin wahrscheinlich schon ein bisschen ein typischer Chaot, oder es sieht so aus. Aber ich verlege eigentlich selten etwas. Ich bin einer von diesen Chaoten, der genau weiss, wo was ist. Das gibt es eben auch noch. Du weißt auch nicht, wo die Sonne da ist. Sie sind nirgends mehr. Ich brauche zum Arbeiten eigentlich Pläne und Bilder. Und für viele da unten, die lachen immer ab meinen Bildern. Es ist klar, dass man nach Plänen schafft. Aber Bilder, die können so viel erzählen, wo etwas durchgegangen ist, welche Leitung genau. Man kann nicht alles auf einem Plan einzeichnen. Und ich liebe meine Bilder, auch wenn es mich immer ein bisschen belächelt dafür. Garament tauchen sie gleich noch auf. Quasi die Rettung. Dieter, ja? Du bist da ein bisschen weiter reingefahren. Bringen wir das noch raus, oder? Ja. Das System Fotos funktioniert tatsächlich. Bald ist klar, wo der Fehler liegt, und der Peter kann sich wieder zurückziehen zu seiner Lieblingsbeschäftigung. Nächste Woche wird die Eisbahn eröffnet, aber es gibt Komplikationen. Nein, aber wir haben 4 Kompressoren und 2 laufen nicht mehr. In Wollerau gibt man sich besonders Mühe bei der Verkabelung. Man hat nämlich schon Schlimmes erlebt. Das letzte Jahr hat es uns um Lichteradzünden eine Sicherung rausgetatscht. Und am Maiglöckliweg ist Silvia gespannt, ob ihr Fenster den Nachbarn ja wird gefallen. Sie sahen SRF bei der Lüt mit «Aus der Region für die Region», dem Migros-Label für regionale Produkte.